Die Mighty Morphin Power Ranger schlagen zurück und vielleicht sogar schon zum letzten Mal hier. Willkommen zurück zu Rita Rewind. Denn, okay, man sieht hier gar nichts. Nein, irgendwie gab es ein Update vom Spiel mit irgendwelchen neuen Features, wie auch Status-Updates, ne? Also quasi Rangers, weil man irgendwie ein Level abgeschlossen hat, auch die Angriffskraft, Verteidigung und so weiter irgendwie stärken kann, was ich irgendwie ein bisschen schräg fand. Weil ich das eigentlich nicht so als RPG bisher aufgefasst habe. Aber wir lassen uns überraschen, ne? Wir haben sowieso ein bisschen was zu tun. Choose your Ranger. Los geht's, Jason. Source. Genau, in das Palast, weil alles andere haben wir ja schon gemacht, ne? Mann, der Typ in Grün hat sie drauf. Ja, Mann, echt starker Typ. Ja, das ist nichts Neues. Der gute alte Tommy Oliver. So. Genau, Mementos haben wir auch schon soweit alle, bis auf einen. Den müssen wir jetzt in der letzten Welt hier finden. Wenn wir sagen, let's go, fighten wir gegen Rita, weil Tommy mit Dragon und so haben wir bereits geschlagen. Den grünen Ranger, nicht wahr? Ritas Palast. May the power protect you. Tyrannosaurus! So, und nun? Aua. I need more power! So, der steht so schnell nicht mehr auf. Hier war nichts, ne? Gut, gut, gut. Secrets, Secrets. Was wären wir ohne Secrets? Hallo? Ja, ich bin eigentlich ausgewichen, aber okay. So, schön in die Fresse. Da ist nichts drin. It's Morphin Time! Hasta la vista, Babies. Oh. Heilung. Und der Time Disruptor ist aktiviert. Oh. Und Full Heal. Also geht immer nicht, ne? Wow. Die Punk-Partys! Was zum... Radio kann ja nichts machen. Mit der Jukebox oder was auch immer. Ghetto Blaster. Na komm. Und tschüss. Okay, wo zum Henker ist das letzte Goodie, ne? Ah, da ist es, oder? Wahrzeichen der Finsternis. Ah, das war dieses seltsame Medaillon, mit dem sich die Puttis irgendwie in böse Version der Power Rangers verwandelt haben. Eigentlich eine coole Idee, was man später mit den Psycho Rangers in Power Rangers in Space und so wieder aufgegriffen hat. Und auch im Comic gab es auch mal eine coole Ausgabe, sag ich jetzt mal, mit so bösen Rangers tatsächlich. Aber hier haben sie, ja, in der Serie haben sie ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen zu wenig draus gemacht, finde ich jetzt mal, ne? Und ja, Freunde, es gab zum Mighty Morphin Power Rangers auch einen Comic, man stelle sich vor. Also ein paar Hefte davon, die waren, finde ich, sehr, sehr cool. Waren coole Storys. Die Geschichten, ne, waren unique Dinge, also die hatten nichts mit der Serie zu tun oder mit der japanischen Super Sentai Vorlage. Da gab es auch mal eine Stelle,
Die Power Rangers also bereits ihre Ninja-Swords und so hatten. Oder gegen ihre Donner-Swords kämpfen mussten, weil die dann von Rita und Lord Z zurückgeholt wurden und eben dann böse waren. So, mir reicht's. Tschüss. Die Pforte für meine Rückkehr ist aktiviert. Ich habe gerade genug kristallisierte Energie, um die Seele in der Zeitlinie zu verlassen. Glaubst du, du könntest mit Altmetall die Geschichte umschreiben? Es ist vorbei, Rita. Es ist zu spät, um noch zu entkommen. Der Spruch schon wieder? Ihr Ranger seid so vorhersehbar wie hoffnungslos. Lassen sich das Raumsarkodinum nicht noch weiter stören. Dummer Junge. Die Vergangenheit ist mein Spielzeug, eure Zukunft ist zwecklos. Ihr seid diejenigen, die keine Zeit mehr haben. Oder sehe ich ein bisschen anders? Und ja, ich hab's gesehen, da steht Hit. Der ist ja voll der Hit. Oh, es ging Robo Rita selber. Oh, das ist ein Spaß. Was eigentlich die normale Rita, man fragen darf? Ist eigentlich ihr Palast, ne? Sag mal, ich bin ja tot. Okay, kommen wir ganz gegen sie an. Er muss das Ding. Ah! Ja, steht da. Hit. Hä? Wie hat er gemacht? Wie soll das gehen? Hitten. Das geht nur so. Hä? Nee, okay. Timing ist alles, Freunde. Ich habe gerade ein bisschen Legend of Zelda Ocarina of Time Flashbacks mit Kampf gegen Phantom Ganon. Kommt schon, kommt schon. Aua. Was ist jetzt los? Kamerita, kannst du mal was Neues? Nein, kannst du nicht. So, weg mit den Partys. Oh. Ja, komm, ist langsam gut hier, Jason. Okay, Moment. Mann! Junge, konzentrier dich mal ein bisschen. Das ist das zum Mäusemelken, ganz ehrlich. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Heilt er sich gerade? Junge, was ist mit dir? Das kann lange dauern. Ein paar Vertüdungsbahnen tun auch wieder. Oh nee. So, Jason ist gerade alleine. Oh, Mondpalast ist zerstört, an schlecht. Ach komm, das ist aber fies. Muss ich also noch treffen oder was? Hä? Wie geht denn das zurück? Nach oben oder was? Hä?
Ey, wie fies ist das denn bitte? Kommt gar nicht richtig hin. Hallo. Ja, Mann. Hä? Ist aber nicht getroffen jetzt? Ja, ist eh klar vorbei. Also ganz fies finde ich, dass er wieder heilt. Ja, ich brauche ein paar Versuche. Oh nein, wieder von ganz vorne. Nein! Oh, da hätte ich jetzt gerne Save States gehabt. Mann, ich weiche doch immer aus, wieso trefft ihr mich trotzdem? So, schön speichern. Mich nehmen natürlich. Jetzt schon wieder bin ich ausgewichen, immer schön. Jetzt kann ich mal ausweichen, was für eine Scheiße aber auch. Schneller, Jason, schneller, schneller. So, die Vögel werden auch erledigt. Das ist gut, die habe ich ja bereits. Oh, die habe ich ganz vergessen. Der Won't Stop Us, ja, momentan bist du ein bisschen alleine. Jason. Das ist, ich weiß, Power Ranger untypisch, aber ist leider so. So, ich glaube, da braucht jetzt keine extra Power. Die schrägen Vögel schaffen auch so. Die Tango-Patrouille. Weil er genug Energie hätte, ne? So, Münze haben wir bereits. Waren die vorhin auch schon da? Bei uns Knochentrupper wieder mal. Mann! Der war jetzt unnötig, der Schlag leider. Die kann ich gar nicht erinnern von vorhin. Sind die echt auch schon da? Die beiden kann ich mich erinnern, ja, aber...
Ja, alles aktiviert, alles bereit. Vergiss es, Rita, und tschüss. Und das Feld befreit von allem. Naja, so war zumindest der Plan. Naja, das, so. Na, ich finde mir genauso scheiße nicht zuvor. Versuch's doch! So. So, bisschen Konzentration, schon geht's wieder. Gib dein Bestes, Rita, denn ich tue es auch. Oh, scheiße. Mist, muss ich früher einsetzen. Also verschwinden die ja, wenn ich sterbe. Hä, wieso? Ich war irgendwie drauf, okay? So, ganz ruhig. Mist. Oh. Und die Hälfte war. Nein, nein, nein. Oh. Mit den Monstern. Junge, ist das fies. Ups, falsche Richtung. Nein, komm schon. Jason jetzt nicht irgendwie. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wie gesagt, Kampf eben den ganzen. Witzig, nein, das wollte ich jetzt gerade nicht. Oh, ist das nervig. Okay, immerhin jetzt, wenn die Monster von auch getroffen. Immer noch zumindest, ja.
Junge. Jetzt noch Megazord Battle gegen sie. Das wäre cool. Das kann nicht wahr sein. Ihr seid ja vorlaute Teenager. Jetzt werdet ihr alle sterben. Oh. Er starb. Immer grün. Schließe Episode 5 ab. Ja, und nun? Ich meine, der Stab ist auch da. Ah, genau, das ist das Neue. Eben kannst du Stärke, Verteidigung und Speed für den Range irgendwie übertragen. Okay, cool. Rangers, eure Heldentaten haben die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft des Planeten Erde gerettet. Warum die Vergangenheit? Weil die Vergangenheit ist ja unsere Gegenwart. Also haben wir eigentlich die Gegenwart gerettet, nicht die Vergangenheit. Aber egal. Wenn ihr es nicht geschafft, wenn ihr nicht auf Schritten tritt als Team zusammengearbeitet hätten. Ja, ich habe alles allein gemacht. Bringt euch zurück zur Erde, Rangers. Ein neues Kapitel hat begonnen. Möge die Kraft euch beschützen. Jetzt kommt Lord Z oder was? Okay, schade, er hatte irgendwie gehofft, dass wir da noch irgendwie nochmal Megazord Battle hätten. Jo. Die Credits, Freunde, und damit natürlich auch mein Fazit zu diesem Spiel. Tja, was soll man sagen zu Mighty Morphin Power Rangers Rita's Rewind. Es ist natürlich für Fans der Reihe ist nostalgischer Auftritt schlechthin, ne? Also da kann es nicht anders sagen. Du fühlst dich sofort wieder wie zu Hause mit den ganzen Charakteren, mit den Sprüchen, aber natürlich auch mit den Mementos, ne? Also, dass du sofort merkst, ah, das ist von da und das ist eine Referenz darauf und so. Das ist schon sehr, sehr geil. Aber neben zum Teil auch plötzlich Monster aufgetaucht sind, die eigentlich erst in der 3. Staffel auftauchen, sprich, wo die Rangers gar nicht mehr eine Dino-Power haben, sondern schon die nächste Power und auch nicht mehr dasselbe Team ist, weil sie sich ausgetauscht haben und so. Oder ausgetauscht wurden, besser gesagt. Ersetzt wurden, weil die einen irgendwie, naja, andere Dinge zu tun hatten, sagen wir so. Das ist natürlich schon speziell, aber war auch cool, ne? Auch gerade so die Megazord-Kämpfe, gut, dass Tyrannosaurus hochspringen kann, sei jetzt mal dahingestellt. Das mit den Motorrädern und dann mit den Monstern und so. Vor allem auch, dass die Patties plötzlich so neue Varianten davon gab. Die es vielleicht in der Super Sentai Vorlage in der japanischen gab, aber halt nicht bei der amerikanischen Umsetzung der Power Rangers. Natürlich auch hier die ganzen Inszenierungen, ne, mit Musik und so, muss ich gar nicht erst groß überlegen. Und dass so ein Sidescroller 2D-mäßig ist, hat mir auch sehr gut gefallen. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich meine, bei mir war es jetzt blind, es gab ein paar private, aber auch vor allem technische Schwierigkeiten, weswegen dann gewisse, ab Folge 4, aber dann nicht mehr so lange Parts gemacht, sondern noch kürzere, um auf Nummer sicher zu gehen. Und, seien wir ehrlich, wir hatten jetzt trotzdem 8 Folgen. Das ist nicht viel, um die Story-Modus durchzuhaben, ne? Klar, Bonus und so, aber da ging es irgendwie darum, dass du irgendwie noch trainieren kannst, ne? Also, wenn es dann nicht irgendwie noch ein DLC erscheint, wo du noch die Story weiterführen kannst, muss ich schon sagen, es ist ja immerhin mehr oder weniger ein Vollpreistitel, ne, auf Steam, also ja, auch bezüglich Empfehlungen und so, ne, also ich sag's mal so. Oh, Long Memory of, ja, Jason David Frank, Tui Trung, die leider verstorben sind. Roboritas Kopf. Der kommt. Aufleuchten. Mal sehen, dass er noch lebt. Gebieterin Rita. Na komm schon, Rita. Ah. Die Alte lebt noch. Also das gecallt, wa? Der grüne Ranger freigeschaltet. Tommy. Jason David Frank, der verstorbene Schauspieler. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, Vollpreistitel dafür. Ja, kann man sich das gönnen? Lohnt es sich? Also rechtfertigt es den Preis? Für einen Hardcore-Fan
empfehle ich es sofort. Für alle anderen würde ich sagen, also wenn ihr gerade Geld übrig habt, natürlich gar kein Thema. Wenn ihr sagt, Kohle und so, momentan ein bisschen schwierig, vielleicht warten, bis dann mal ein bisschen Aktionswoche ist, ein bisschen runtergesetzt ist oder so. Also dafür, was es kostet, finde ich, ist der Umfang sehr gering. Das kann ich halt zugeben. Ich weiß nicht, ob du mir jemals zeigen kannst. Ich weiß nicht mal, ob ich das kann. Du standst noch nicht das Einfluss. Jetzt hast du selbst die Kraft. Ja, und wir alle werden unterstützen. Was wir mit dir im Team erreichen könnten. Wir brauchen dich, Tommy. Hier gehörst du hin. Schließ dich uns an. Was sagst du? Das klingt doch gut, oder? Tommy? Ja, Mann, sind wir der grüne Ranger. 6 bekämpfen das Böse, so wie es sein sollte. Was habt ihr jetzt zu sagen? Bulk und Skull? Wer braucht die schon? Wenn es angehen, wir doch nie abhängen. Das ist halt auch so das, für was das Spiel eigentlich liebe, ne? Geht es ja auch hier, nicht nur, dass sie die Charaktere cool eingefangen haben aus dem Original her, dass du das Wort wieder kennst, sondern auch mit der Musik, die ganze Malung und so. Es ist halt, ja, eben nostalgisch pur. So, wir haben ja alles gemacht, alles gesammelt. Ich habe gezeigt, wo man das alles findet, also insofern 100% gesammelt. Ist mal ein Gegenstand von der Monsterpatrouille fernzuhalten und von den Meeresfrüchten ganz zu schweigen. Okay. Jetzt ist die Frage, ich meine... Kannst du das Level wiederholen, ist klar. Dragon Sword Schlag, genau, ich kämpfe selber gegen Dragon Sword. Wir können natürlich mal gucken. Boulder Schlag. Kann ich irgendwie... Warte mal. Wenn wir ganz kurz gucken. Dragon Sword ist auch dabei, ich flippe aus. Okay, dass das natürlich drin haben, ist natürlich endgeil, ne? Also, sorry, das ist schon cool. Ich hatte schon Angst, dass man ihn jetzt Tommy nur in der normalen Ranger-Form mit ihm kämpfen kann. Ich da auch mit Dragon Sword selber. Sieht es nachher aus Megasword aus. Ich meine, Dragon Sword kann alleine kämpfen. Wir können mit ihm die Dragon Sword Kampfformation bilden, das heißt Kombination aus Dragon Sword, Triceratops, Mammut und Säbelzahntiger für die Dragon Sword Kampfformation. Oder natürlich den Mega Dragon Sword, ne? Da wären die eigentliche Mega Sword plus Dragon Sword kombiniert. Die Thanos fehlt ja auch noch, ne? Also eigentlich haben die Rangers ja 7 Swords, ne? Thanos ist ja auch noch einer. Also Dinosaur, sag ich jetzt mal, ne? Sind es eigentlich 7. Alle 7 zusammen bilden ja den Ultra Sword. Aber ja, vielleicht ja im Nachfolger, ne? Wir haben ja gesehen, was da das Robo-Ritter mal überlegt hat. Was mit der normalen Ritter ist, keine Ahnung. Ich habe es gar nicht mehr gesehen. Muss auch noch irgendwo sein. Und ja, ich würde sagen, lass uns überraschen, ne? Ob noch ein DLC kommt oder ob es auf einen Nachfolger geben wird. Sogar mit Lord Z. Also ich wäre durchaus dafür. Aber dann für den Preis bitte ein bisschen mehr Content, ne? Da wäre schon nett. Entschuldigung, Tommy. Sag mal. Okay, mach mal durch hier. Ja, Dragon Sword, aber sowas von. Ein bisschen hier wenig schlecht. Ansonsten gehen wir Dragon Sword gleich drauf. Nur mehr Power, aber nicht irgendwie mehr Heal. Aber das ist schon geil gemacht, ne? Sie Dragon Sword das auch integriert haben. Also ich weiß gar nicht, ob das im Originalspiel auch, also Original, Spielversion 1 im Spiel auch schon so war. Also jetzt mit dem Update dazu kam. Aber es ist definitiv cool. Das ist natürlich
Tom jetzt hier nichts sagt, ist ja irgendwie auch verständlich, weil eigentlich ist noch gar nicht hier drin in der Story, ne? Ja, die ganze Sache um die grüne Kerze und so, ne? Aber wenn es hier schon eine neue Story eigentlich erzählt wird, man könnte es trotzdem einbauen, finde ich. Also. So, ich bin kurz ein bisschen konzentriert. Oh, keiner mehr gesehen. Ja, Dragon Sword, ne, ist halt ein richtiger Godzilla-Verschnitt, ne, da ist schon. Zum einen ist es natürlich cool, zum anderen natürlich auch verständlich, wieso so der Liebling von vielen ist, ne? Holt dir mal Gold ab. Aber lustig, ne? Drangensatz. Ah, doch, ja, gut. Ich wollte gerade sagen, der springt gar nicht so hoch, aber sieht nicht nach so hoch aus, weil er natürlich generell ein großer Sword ist. So, Gold, daraus wird nichts. Den Move kenne ich noch. Mit Drangensatz irgendwie sein Ding einsetzen geht ja nicht, ne? Den Schwanz einzusetzen, also quasi den Schwanzbohrer. Aua! Das hat aber weh. Der Shield kommt zum perfekten Zeitpunkt. Ja, Narren, ihr könnt nicht siegen. Zwei Punkte habe ich noch, ne? Machen wir ein bisschen bei Tom ein bisschen auf Speed und so. Okay, ist doch nicht mit Dragon Sword. Schade. Aber irgendwie auch verständlich. Weil Dragon Sword so quasi, ja, Megasword, Dragon Sword und so, und schon ein bisschen Unterschied. Hey, ist Tom im Cockpit oder was? Nee, okay. Weil nur oben seine Anzeige ist. Was zum... Entschuldigung. Jetzt macht er den. Warte jetzt. Der hat mich ausgetrickst, ey. Leiten. So, Powerschwert, sofort.
Time to finish this. Hasta la vista, Baby. Song S. Oh yes. So, natürlich Rita und Oberrita sind natürlich sauer. Wie kann nur sein? Öldol. Mal kurz mit Tommy nochmal hier reingehen, mal zum Gucken, wie es aussieht, wenn man mit Tommy selber kämpft. Und vielleicht hier noch was sagt. Nö, sagt nicht viel. So, machen wir mal ganz kurz, bis ich hier ein Ding habe. Für den Special Move. Haben wir das auch einmal gesehen? Ich habe es mal gezeigt. Dass du ein bisschen RPG-mäßig jetzt ist, ne? Und du Stärke, Verteidigung und Speed draufgehen kannst, ist schon cool. Und auch ein bisschen unerwartet tatsächlich. Oh yeah, Dragon Sword Power. Und tschüss. So, ich würde sagen, das reicht, Freunde. Ne? Beenden, dann gehen wir nochmal, ja, ich weiß nicht, einen Bonusmodus, Kampftraining, Speedrun. Da habe ich ehrlich gesagt beides keinen Bock tatsächlich. Story-Modus, und ganz kurz mal schauen können, ist hier. Triceratops, Tyrannosaurus, Dragon Zord, Saber-tooth Tiger, Mastodon. Ist schon cool, ne? Dragon Zord, Dragon Sword. Tyrannosaurus, Tyrannosaurus. Pterodactyl. Das sowieso. Okay, dann vielleicht nochmal ganz, weiß gar nicht, Speedrun, aktueller Rekord, Start. Dragon Zord. Oh nee, dann geht's darum beim Speedrun. Oh nee. Nee, Freunde, damit würde ich sagen, das war's mit dem Let's Play. Auch wenn es ein kurzes Let's Play war, aber trotzdem. Zu meinem auf dem Power Rangers Readers Rewind. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Mir auch. Und wie gesagt, vom Fazit her ist es natürlich cool. Dann Cliffhanger am Schluss mit der ganzen Nostalgie dahinter. Auch, dass man Tommy als Green Ranger, aber auch Dragon Sword spielen kann. Und man dann eben so eine Kombi davon, sprich Dragon Sword Kampfformation oder Mega Dragon Sword spielen kann oder auch Titanus. Und dann Ultra Sword, das vielleicht in einem DLC oder natürlich in einem künftigen Spiel, in einem Nachfolger. Der Cliffhanger dafür ist ja da und ja. Ich sage an der Stelle danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!